De Loa aus dem Luxemburg Open Air Festival, den zu Lützeburg stattfindet. Das Jahr waren der 6. und der 7. Mai Ballvoll. Alex und Sarah hatten eine Kamera, sowohl bei den Vorbereitungen, wo sie ein Interview mit dem Manager machen konnten, mehr auch Hanno Festival dabei. Loa aus dem Luxemburg Open Air, das ist ein Musikfestival, den wir einmal hier in Ballvoll haben, auf der Place de l'Académie. Mit diesem Season Opening, loden dieses Weekend, den nächsten Weekend, den 6. und den 7. Und wir haben noch den Luxemburg Open Air am September, den 9. und den 10. um Kirchspiel auf der Place de l'Europe. Die Idee vom Loa war schon immer ein neues musikalisches Erlebnis, den Leuten zu bieten auf einem exzeptionellen Platz. Auf von den exzeptionellen Platz nummer der Pur zu Lützeburg und notamment als so eng Place de l'Académie, wie wir so hier haben. Das heißt, die Platz Place de l'Europe Kirchspiel bleibt als weiterhin erhalten. Da haben wir weiterhin das Season Closing als traditionell Platz. Aber ab diesem Jahr werden wir auch das Season Opening hier Ballvoll haben. Meine Hauptaufgabe sind die Organisation vom Festival. Ich arbeite da Vollzeit das ganze Jahr über an der Organisation von den 2 Events. Das geht von der administrativen Arbeit über die Logistik, über die Organisation von den Fournisseuren, von den Partnern, wo notamment die Village als ein Hauptpartner für den heutigen Event. Also du hast durch die ganze Parapluie vom Event aufgedeckt. Die Vorbereitungen laufen gut, also die gesiedet schon, wir sind an der letzten Phase, so die Hauptsache stehen so los. Wir können nach einem Tag, wo wir die Paare sozusagen montieren und stockieren, und dann sind wir bereit, frei zu stockieren. Worüber muss ich denken, da sind immer viele Sachen, die an der letzten Minute noch so dabei kommen. Ich meine, das ist ein neuer Platz, da entstehen immer neue Probleme. Wir sind hier für Probleme zu lösen und wir sind da bereit, von die Leute kommen, Freunde, für Jahre Martin zu feiern. Also die letzten 2 Jahre natürlich, selbstverständlich. Ich meine, die Eventindustrie war eine von den am meisten impactierten Industrien von der Pandemie. Wir sind ganz froh, dass wir letztes Jahr trotzdem den Event konnten in einer reduzierten Kapazität mit einem sanitären Konzept organisieren. Für 2022 als dem Moment keinen so großen Impact zu sehen, pure Sachen mit den Fournisseuren, die weiterhin schwer bleiben. Aber allgemein für die Experience für dieses Jahr sehen wir keine weiteren Probleme. Ja, wir sind Santa, also erste Edition 2019, passen wir ganz gut drauf auf, environmentally friendly zu sein. Wir haben eine ganz starke RSE-Politik. Du hast zum einen, dass wir probieren, Site kein Single-Use-Plastik zu haben, außer wenn er 100% recycliert ist. Das heißt, er könnte 100% recycliert, er geht auch 100% recycliert, ein geschlossener Kreislauf sozusagen. Da probieren wir auch Punkte Mobilität, einen großen Effort zu machen, dass Leute mit dem Transportpublik auf ein Event kommen, sowohl hier wie auch im Kirchspiel. Das heißt, da haben wir verschiedene Sachen, wo wir konstant probieren zu innovieren und auch und Environment zu denken. Speziell Loa ist, dass wir ganz viel Wert auf Animation und Dekoration legen. Das heißt, dass wir immer eine neue Bühne haben für die Location, dass wir sozusagen eine Experience den Leuten bieten, weil ihr noch ein bisschen vom Ausland, von anderen Festivals wie Tomorrowland kennt, wo wirklich die ganze Zeit rund ist und sich alles sozusagen an das Konzept aufhüßt. Das ist so das Ziel und das Herz vom Loa.